Hossa, da sind wir also wieder. Die von 2 am Morgen, um 2 Uhr, mache einfach die mit dem Bärse-Video vom Internet. Wenn absolut niemand darauf gewartet hat, wir ballern jetzt da wieder Content raus. Geil. Immerhin hat die Intelligenz Guillotine zugeschlagen und die 2 Schnäuze sind weg. Merci vielmals. Danke für gar nichts. Wenigstens haben wir jetzt fast ein Jahr lang unsere Eier schaukeln, keine Termine und leicht einen sitzen. Aber dann hat uns der SRF-Touchmeister in Feuer unter dem Arsch gemacht, dass wir endlich wieder das Kalb machen. Entweder jetzt vorwärts machen oder die Verlegung zum Regionaljournal Olten. Und dort tut jetzt wirklich niemand her. Dann halt ab in Konzeption, sieht es so aus, schnell an die Festivals ballern. Dann ins Alphütli weiter ballern. Alle besaufen sich und es ist ein Hurenzeug. Was? Wichtige Post-its aufhängen nicht vergessen. Der Mensch mit den dümmsten Ideen, David Moiri natürlich, als ob jemand Tierpornos sehen will. Was hast du mit dieser Kuh gemacht? Das war ein Stier. Die beste Idee, die es im Delirium gegeben hat. Wir machen einfach ungefähr das Gleiche wie vorher, nur noch ein bisschen mehr. Mit dieser Glanzleistung sind wir zu der Seraphé, Hände auf und Herren mit dem Kletter. Weil wir im Vergleich zu den alten weißen Herren im Fernsehen anstatt das Gewehr nur ein halbes Gewehr kostet, haben wir die Builds bekommen. Geld hoch, Erwartungen auch hoch. Jetzt müssen wir Klicks liefern ab auf TikTok. Classic Lose-Lose. Was haben wir noch auf dem Traktandum? Einen kreativen Namen. Ein paar Vorschläge, die es nicht in die Grenze geschafft haben. SRF Nonsense, SRF Burnout, SRF Shitshow, SRF Crack, SRF Geiles Zeug, SRF Zeugen des Geilen. Und wir sind ja wirklich immer Zeugen von geilen Sachen, die wir auch selber machen. SRF Al Dente, Kollektiv Dönerbox, SRF Cremeschnitte, da haben wir gerade Hunger gehabt, SRF Don de la Bomba, SRF Pappedi Puppedi, SRF Trottinette und SRF Wurst-Käsesalat garniert. Ich glaube, dort haben wir Hunger gehabt. Sind wir ehrlich, alles komplette Dünnpfiff, wie immer haben wir das kleinste Übel genommen, Studio 404. Schreibt er in der Tore, so heissen wir jetzt. Wieso? Niemand weiss es, aber es tönt halt noch. Eigentlich auch scheisse. Jetzt bräuchten wir also noch gute Videos. Auf all unsere Freunde ist ja nicht mehr Verlass. Der Feder weg, Roger du Totsch, Adi Toronto, lieber bei den Schwaben beliebt. Adi du Totsch, der Berse Dreck am Stecken an Gogo, alle du Totsch. Immerhin, der Rest vom Team bleibt, lustige Videos jeden Sonntag bleiben auch und zusätzlich gibt es jetzt einfach noch eine trümmelige Studioshow, quasi Tagesschau auf Crack. Ich weiss auch nicht, ob das funktioniert, aber wir probieren es jetzt mal. Es wird eine absolute Katastrophe.